Nee, es ist vorbei. Digga, das kannst du dir nicht ausdenken. Nee, komm, wir gehen einfach ein bisschen rein in realer Ehesinn. Mehrfach neu gepflasterter Gehweg in Bielefeld. Ich sag Bielefeld, oh Bielefeld. Ich spiele mit vielem Geld, denn ich bin rich und ich hab Money zu Hause bei deiner Mami. Vor dem Optikergeschäft von Thomas Renken. Vor dem Optikergeschäft von Thomas Renken. In Bielefeld ist einiges los. Die August-Bebel-Straße wurde neu gestaltet und mit ihr auch der Gehweg vor dem Geschäft. Und das nicht nur einmal. Los ging's im Sommer 2019. Dann war das Pflaster hier plötzlich alles hellgrau durchgehend. Das heißt, die Ladezonen, die man uns versprochen hatte, waren dann plötzlich weg. So eine Ladezone hatte sich der Optiker für Lieferverkehr und Kunden gewünscht. Doch so wurde zunächst gepflastert. Ein paar Monate später dann aber doch eine Ladezone wurde neu gepflastert. Ey, Digga, mich würd's mal wundern, wie viel Steuern man sparen kann, wenn die Behörden auch in der Schweiz nicht so dumm und kompliziert wären. Mobilitätseingeschränkte Menschen durften hier jetzt halten, aber nur für kurze Zeit. Im Frühjahr 2020 wurde das dunkelgraue Pflaster wieder entfernt und durch ein hellgraues Pflaster wieder ersetzt. Und Digga, ich stelle mir das immer so vor. Da muss irgendwo in der Stadtchat, muss da eine Sitzung stattgefunden haben. Die saßen da an einem Tisch, erwachsene Menschen, wahrscheinlich alle Ü40, weil die so alt sind in diesen Ämtern. Und die planen das, die schreiben das auf und die schaffen das trotzdem so hinzubekommen. Das musst du dir mal vorstellen. Das kannst du dir gar nicht ausmalen. Und dann denkt man, als Kind denkt man ja immer, ja so Ämter und Regierungen und alles, die sind alle so professionell, aber da arbeiten nur Menschen. Da arbeiten auch nur Menschen, die irgendwie das einhalten müssen. zack, war hier wieder nur ein sehr breiter Gehweg. Der Grund dafür ist laut Amt für Straßen und Verkehr einerseits die nötige Aufstellmöglichkeit für die Feuerwehr. Darüber hinaus sind die vorhandenen Querstraßen. Ja, eine Feuerwehr könnte ja nicht auf einem Ladeplatz sich parkieren. Das ist ja unmöglich, ne? Eine Feuerwehr kann nicht auf einem grauen Platz parkieren. Breiten nicht ausreichend, damit bei dieser Neuplanung auch die Belange des ruhenden Verkehrs vollständig berücksichtigt werden könnten. Heißt, hier ist es laut Amt viel zu schmal zum Parken oder Halten. Komisch, dass Außer man ist die Feuerwehr. eine Kreuzung weiter munter geparkt werden kann, obwohl hier die Bürgersteige deutlich enger sind. Oh mein Gott, Digga. Ey, sowas macht mich so sauer. Ich hasse es, wenn Leute ineffizient sind. Ineffizient und unlogisch. Ich hasse das. Da sind aber richtige Parkplätze mit Parkautomat ausgewiesen. Hier ist der Bürgersteig sehr, sehr breit, über 5 Meter. Und hier soll es nicht mehr möglich sein zu parken oder wenigstens zu halten oder für den Lieferverkehr. Ich verstehe es nicht. Mit diesem Argument versucht Renken nochmal die Ladezone vor seinem Geschäft durchzusetzen. Dann haben wir uns wieder mit dem Bauamt Bielefeld in Verbindung gesetzt und dann wurden die hellgrauen Steine wieder durch dunkelgraue Steine ersetzt, so wie sie hier liegen. Warum hätten wir das nicht einfach irgendwie besprayen können, weil es billiger ist, als neue Steine zu setzen, Digga? Erst hellgrau, dann dunkelgrau, dann wieder hellgrau, dann erneut dunkelgrau gepflastert wurde, kann es doch jetzt endlich so bleiben, oder? Das bleibt leider nicht so. Die Tage der Ladezone sind gezählt, schreibt uns das Amt. Das anthrazitfarbene Pflaster wird jedoch nicht wieder entfernt, denn in diesem Bereich werden nun Fahrradabstellbügel. Nee. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Digga, das kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du dir im schlimmsten Film, kannst du dir sowas nicht ausdenken. CC Cannstatt, vielen Dank für deinen Prime-Sub, Digga. Kuss. Öfter mal was Neues. Darin bleibt sich die Stadt. Oh mein Gott. Und wo soll jetzt die Feuerwehr parkieren? Digga, die Feuerwehr wird sich jetzt hier draufstellen und dann wieder den öffentlichen Verkehr oder die Straße blockieren. Okay, scheiße. Bielefeld wenigstens treu. Digga. Okay, komm, wir schauen noch eins. Realer Ehesinn, Bahnunterführung in Heppenheim. Im südhessischen Heppenheim haben die Menschen oft Verkehr. Mal obenrum, Und auch Sex. mal untenrum. Und damit das für alle schön wird, hat die zuständige Verkehrsbehörde viel in diese Unterführung reingesteckt. Insgesamt knapp 3 Millionen Euro Sanierungskosten. Okay, wir merken uns. 3 Millionen Sanierungskosten. Hier kommen alle so richtig in Fahrt. Da ist auch der Bürgermeister ganz erregt. Huch, was ist denn jetzt?
der ist einfach zu groß. Ups, ja, bei den großen Dingern über 3,90 Meter wird es etwas anstößig. Das liegt an diesen... Da können keine LKWs durchfahren. wohlgeformten Stahlträgern. Die hat die Deutsche Bahn in die Unterführung eingebaut. Und der Stahl ist nicht nur hart, sondern sitzt auch ganz schön tief. Täglich fahren mindestens 10, 15 LKWs, die höher 3,90 Meter sind, da unten rein. Und dann stehen die erstmal da drin und müssen sich wieder raus manövrieren. Ne? Dann ist das Wenden ein Riesenakt. Dann fahren sie rückwärts, es bildet sich ein Stau, es wird gehupt. Oh ja, aber das muss man doch... Oh mein Gott, Digga. Erwachsene Menschen sind so dumm. Nicht so eng sehen. Die Deutsche Bahn legt nun mal Wert auf geschützten Verkehr. Ja, das ist ein großes Ärgernis. Wir haben damals die Deutsche Bahn eingeladen von 2008 an bis 2013 und haben darauf hingewiesen, dass es eine Großbaustelle sein wird. Und die Deutsche Bahn soll doch bitte schauen, ob sie selber auch Reparaturarbeiten hat. Das hat sie verneint und hat gesagt, es ist alles in einem guten Zustand. Und die Deutsche Bahn hat verdammt viel Stehvermögen. Kaum war die Baustelle fertig, kommt die Deutsche Bahn und sagt, nee, wir müssen jetzt unsere Brücke sanieren, die ist baufällig und dadurch haben wir das Ärgernis heute. Ach, entspannen Sie sich. Die Bahn sorgt eben bei allen für einen gemeinsamen Höhepunkt bei 3,90 Meter. Digga, dieses scheiß Ding hier oben. Ich hab mal ein Video gemacht mit einem VW T1 Bus, mit so einem alten VW Bus und hab den voll gegen so ein Ding gefahren und der war oben kaputt. Ich weiß nicht, ob das im Video drin ist. Ich glaube nicht, dass es im YouTube-Video drin ist. Warte. Adi Totoro Road Trip. Das war dieses Video, aber ich glaube nicht. Ne, ist nirgends im Video drin. Ich bin mit diesem T1-Bus in eine Garage reingefahren und oben, normalerweise bewegen sich diese Dinger, wo die Höhe anzeigen, aber das war fest angemacht und dann hat es komplett das Dach gescratcht. Aber ich glaube, die Versicherung hat es übernommen. Nacktbader und alter VW-Bus, ja. Morgens um 6:30 geht's praktisch los und dann wird man geweckt durch das Scheppern. Ding, 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 ding. Ach, hier kommt einfach jeder. Ah nee, das ist sehr sinnvoll, etwa 10 Meter davor anzuzeigen, dass du hier nicht reinkommst. Perfekt. Deine Kosten. Wie hoch waren die nochmal? Über 3 Millionen Euro. Na geil. Perfekt investierte Steuern. Aber ich lebe ja in der Schweiz, von dem her kein Problem. Wir gucken noch eins. Realer Irrsinn, Loch in Lärmschutzwand. Let's go. In Briskow-Finkenherd in Brandenburg gibt es eine neue Bundesstraße Briskow-Finkenherd. mit allem Pipapo. Auch Lärmschutzwände, wo man hinschaut. Allerdings hier rechts fehlt ein kleines Stück, was die Anwohner dahinter nicht ganz so gut finden. Genau an der Stelle, wo wir wohnen, meinte man, ein Loch in der Lärmschutzwand lassen zu müssen. Und das verstehen wir nicht. Ich liebe diese Interviews mit diesen Anwohnern. Die sind immer so sauer, Digga. Die sind so sauer, aber ich kann's verstehen. Hinter diesem Loch liegt nämlich dummerweise Die Gebärmutter. eine Wohnsiedlung mit 8 Familien, die einen freien Blick auf die Bundesstraße genießen und freies Gehör. Also wird ja hier wahnsinnig mit, wenn du hier so stehst, wa? Wie gesagt, ja, wenn du hier stehst, ist es schon schlimm. Aber schlimmer als es nachher zum Berufsverkehr. Ich habe die vorher gar nicht verstanden, es war so laut. Ich habe sie nicht verstanden, es war so laut. Man kann nicht mehr beim offenen Fenster schlafen. Der Lärm kommt direkt ins Schlafzimmer rein. Den Lärm müssen sich die Anwohner allerdings... Okay. Das ist scheiße. Aber mal eine Gegenfrage, Chat. Wenn jetzt da eine Wand wäre, kann man dann mit offenem Fenster schlafen? Also schützt die so fest ab oder ist es dann einfach so ein bisschen lauter oder macht es viel aus so eine Wand? einbilden, denn die zuständige Behörde hat die Lärmschutzwand aus einem einfachen Grund nicht gebaut. Jetzt kommt's. Weil in dem Bereich die Grenzwerte für den Bau einer Lärmschutzwand unterschritten sind. Das heißt, sie ist nicht erforderlich. Was? Okay, warte. Die haben da keine Lärmschutzwand gebaut, weil da die Autobahn die Grenzwerte nicht überschreitet. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du dir im schlimmsten Traum kannst du dir das nicht ausdenken. Wie geht das?
Fahren da die Autos auf der rechten Spur ein bisschen langsamer oder what the fuck? Genau. Hier links ist es nämlich nicht so laut wie hier rechts. Hier sagt die Behörde, hier braucht man eine Es ist auch so geil gefilmt. Es ist so toxisch gefilmt, Digga. Ich lieb's. Lärmschutzwand. Hier meint die Behörde, hier braucht man keine Lärmschutzwand. Gut, die Anwohner mit ihren Dezibel-Messgeräten sind da etwas anderer Meinung, weil wir ständig und täglich gemessen haben, schon jahrelang, und sind immer über diesen Grenzwert gekommen. Werner Maul! Das kann keinem interessieren und das juckt keinem. Guter Mann, die Behörde misst doch nicht die Lärmbelästigung. Es wird nicht gemessen, es wird berechnet. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und es wurde berechnet, dass diese Häuser keinen Lärmschutz brauchen, aber andere Häuser. Hier, wo das Wohngrundstück endet, da beginnt die Schallschutzwand wieder und schützt dort ein seit 20 Jahren stillgelegtes Fabriksgelände. Ja klar, ist ja ein... Digga. Imagine, wie verarscht du dir vorkommst, das Anwohner, Digga. Holy shit. Eine stillgelegte Fabrik. Logisch. Ich hab's nicht begriffen und Bruh. werd auch nicht begreifen. Ich auch nicht. Karl-Heinz und Helga Wobert, diesen hier. Ach, warum die Lärmschutzwand eine leerstehende Fabrik schützt und nicht die Anwohner, kann man sicher erklären. Das ist ein bisschen problematisch. Wir haben eine Lärmschutzwand. Nee, das muss ich anders erklären. Jetzt muss ich erklären. Er hat keinen Plan. Er ist so lost, Digga. Ja, wir haben durch dieses Loch wahrscheinlich mindestens 1000 Euro gespart. Tja, liebe Leute, warum sie euch... Guck sie dir an. So geil, Digga. Hier stehen sie. Werner Maul und seine ganzen Homies. eine Lärmschutzwand verwehren, kann später keiner mehr erklären. Boah, Digga, die tun mir so leid, die Anwohner da. Tun mir so leid. My heart went